Ach, ist das schön. So viele wunderbare und zugewandte Menschen auf einem Platz zu sehen. Na wirklich, ich möchte gleich in die erste Reihe springen und jeden Einzelnen an meinen lebensbedürftigen Körper drücken. Naja, vielleicht nicht gleich. Aber da merkt ihr mal, was Homeoffice aus ihm gemacht hat. Also ferner von dem, ja, dass ich mir nur noch Oberteile kaufe, weil untenrum ist schon lang wurscht. Nein, die anderen Familienmitglieder sind ja auch alle zu Hause. Und auf Dauer ist mir diese Nähe einfach zu nah. Also wenn du in der Früh schon am Atem des Mannes riechst, was er gestern gegessen hat, braucht's das. Ich meine, es gibt ja diesen Spruch, wo man sagt, wenn du etwas liebst, lass es los, kommt es zurück zu dir, dann hast du es für immer. Leid, die meiner sind noch nicht einmal losgerannt. Ja, und ich habe da wirklich federn lassen. Mein Mann hat es jetzt einmal gemerkt, nach 3 Jahren hat er gesagt, du sag mal, was ist denn los? Sollen wir vielleicht einmal was Neues ausprobieren, was Neues experimentieren? Dann haben wir gedacht, ja, Herrgott, was ist denn mit dem passiert? Hat der zwingend Sauerstoff unter der Maske gekriegt? Aber dann haben wir gedacht, nein, Schiederi, du musst was da, auch für diese Ehe. Also, was habe ich gemacht? Bin ins Schlafzimmer, habe mich aufs Bett gelegt, habe mich präpariert, habe eine Vanilleduftkerzen angezündet, weil ich mir gedacht habe, das der schnafft er dann eh nicht mehr. Und dann habe ich gewartet. Und dann ist er gekommen. Mit einem Hund. Jetzt haben wir einen Hund. Und ihr solltet jetzt diesen Mann mal erleben. Der ist von Grund auf verändert. Der Leute, wenn er dem Viech was zum Fressen hinstellt. Achtung, kriegt er Beugehaltung. Sonore Klangschalenstimme. Und dann sagt er, no, was wollen wir denn fressen? Magst du Leckerli? Magst du einen Knochen? Magst du nass? Magst du Trockenfutter? Leute, das, wenn er mir mal fragen darf, magst du nass und Trockenfutter? Ich darf's fressen. Was ist denn los? Dann ist ja so, jeden Tag rennt er mit dem Hund Gassi und dann bringen die Viecher ja alles heim, Zecken, überall im Fell. Mein Mann, Beugehaltung, sonore Klangschalenstimme. Na, wer ist er denn, der Zeck? Lass mich doch einmal suchen, ob ich ihn finde, den Zeck. Leute, ich bin so weit, dass ich an meinem Busen einen Zecken hänge, dass er mal wieder was sucht. Wobei, glaubt, der findet nichts, der Zeck ist größer. Jeden Abend liegt er auf der Couch, kriecht in dieses Tier hinein, streichelt ihn überall, der Hund, alle 4 von sich gestreckt, und am Achsel, am Baucherl, der Hund, am Arscherl, am Schwänzerl, der Hund. Ich lieg auch schon auf der Couch, hab alle 4 von mir gestreckt und hechel, weil das wären auch meine erogenen Zonen. Hab ich gesagt, du sag einmal, so wie du den Hund streichelst, hast du mich noch nie gestreichelt. Wisst ihr, was er gesagt hat? Na, du hast auch keinen Fall. Aber ich starte hiermit die Anti-Rasur-Revolution. Ich lasse jetzt alles hängen und wachsen, bis ich drüber fall. Und wenn Samo hingi an Zecken rein.